Em ê binêrin gelo têkiliyek heye. Çimkî afirandina şaristanî jî aliyê mirov ve Insbesondere zum Halmteil des Weizens sagt man Kalami. şaristanî bûn, bajarî bûn ev tişt e. Sehr interessant. Pêşî gund dibî, paşê dibî Zum Halmteil bzw. Weizenhalm sagt man Kalami. bajar ev şaristanî bûn e. Yani burjuwa bûn, Das heißt, dieses Wasserschilf, auch dazu sagt man Kalami. Auch dazu sagt man Kalami. navekî din bajarî Wie nennen wir das? bûn. Niştecîbûna Wir nennen das, was für die Tiere zerkleinert wurde, K. li axbî kedîkirina ajalan çêbûye. Es ist dasselbe. Em şaristanîya Wir werden noch tiefer untersuchen. xwe ya îro deyndarê Wir werden etwas mehr nachsehen. niştecîbûna li axin. Und dieselbe Überzeugung. Niştecîbûna li axê jî em deyndarê Bestätigen auch andere Bücher. çandina Zum Beispiel. genimê ne. Heger me genim neçanda, Hoffmann der Deutsche, dies ist sein Buch. Hoffmann. em li axê niştecî nedibûn. Bi Yunanî navê Sagt fast dasselbe. vê kalam sagt. e. Eger paşgireya Yunanî zêde bikî, Kalamus, Kalami. kalamî. Niha Insbesondere. tevahiya Ist es der Weizenhalm? cîhanê Yunaniya kev bi çend ferhengên Stele hast du sie tu. kevntir. Bi piranî ji Lidl û Scott fêr Bedeutet Achiron und Spreu. dibe. Also, auf Griechisch. Ev pirtûk çend cild e. Wurde es nicht nur für den Weizenhalm Ez jî vir dixwînim. gesagt. Dibêje kalamî. Auch für die Spreu wurde Kalami gesagt. Rûpel Und wir, was sagen wir? 508. Wir sagen K. Dibêje tostele host Eine Ähnlichkeit in Klang und Bedeutung. tu staios. Kyrios tu situ te Ist zu 100% vorhanden. Warum? wateyê çi? Kalamî tê Haben beide Seiten. wateyê bi taybetî beşê Zugleich K gesagt. sapê genim re kalamî tê gotin. Zum Beispiel gibt es im Kurdischen auch Kalan. Bi taybetî Es gibt sowohl Kalan als auch Kelem. beşê sapiyê genimê re kalamî tê gotin. Kelem gibt es. Beide stammen aus derselben Wurzel. Außerdem. Pir balkêş. Beşê sap yan sapê genim re kalamî tê Die Lautverschiebungen dazwischen, früher wurde es so geschrieben. gotin. So wurde es geschrieben. Yani ev kamîşê avê ne. Vê re jî kalamî tê gotin. Vê re Dieses Kalam oder Kelem ist dasselbe. jî kalamî tê gotin. Em ji Wichtig ist der Knochen, also die Wurzel des Wortes. vê re çi dibêjin? Der Klang ist dies. Em ya ku ji Die Wurzel ist dies. bo ajalê hatî hûrkirin, jê re dibêjin ka. Das Skelett des Wortes ist dies. Wekî yek e.
Em ê hîn bêhtir bikolînin. Em ê piçekî zêdetir lê binêrin. û heman bîr û baweriyê pirtûkên din jî piştî Und von diesem Wort Kalam gehen wir ein wenig zurück. rast dikin. Wir ernten den Weizen vom Feld. Mesela Auf dem Feld ernten wir. Hoffmanê Almanî ev pirtûk e. Hoffmann heman tiştan dibêje. Dibêje qalamos, kalamî, bi taybetî. Und dann gehen wir hin und sammeln ein. Am Erntestandort, die abgeschnittenen Teile, der kleine Rest, der auf der Erde bleibt, sticht ins menschliche Bein. Auch in seine Hand sticht es. Ebenso an der Tenne, ich habe gedroschen, aber kein Spreustück ist mir ins Auge geraten, so sagt man nicht. Nedî hat gotin. Wer so sagt, lügt. Ji bo ka jî Du bist hingegangen und hast das ganze Feld geerntet. kalamî de hat gotin. Gab es keine Schnitte und Stiche? Em jî Hat dein Bein wirklich nicht gestochen? çi dibêjin? Em ka dibêjin. Wekî têk di Wie heute ist es wahrscheinlich, dass du keine guten Schuhe hattest. deng û wateyê de Sogar etwas kommt mir in den Sinn. sed ji sedî heye. Jelo Meine Familie, meine Mutter, mein Vater, wenn der Weizen geerntet wurde. çima her du alî. Auch meine Onkel. Yekçar ka gotin. Mesela bi Wir liefen barfuß im geernteten Weizenfeld umher. Kurdî jî kalan heye. Hem kalan Unsere Beine stachen, wir weinten, sie kamen, umarmten uns und holten uns heraus. heye. Hem kelem heye. Das heißt, am Erntestandort kann man nicht zu Fuß gehen. Denn es sticht in dein Bein. Her du ji heman rîçalê ne. Her Also, es hat die Eigenschaft des Stechens. wiha guhertina dengên dînî Die Eigenschaft des Stechens ist da. yên di nav re berê wisa dihat nivîsîn. Wisa dihat Und schlagen wir ein Buch auf. nivîsîn. Vê kalam an kelem hemane. Ya Schlagen wir zum Beispiel Hoffmann auf. giring hestiye yanî bingeha peyvê. Wir sehen nach, so steht geschrieben. Deng ev e. Binge ev e. İskeleta peyve ev e. Ji vê peyva kalam Es sagt Kafi, Kafus. em piçekî paş ve biçin. Em genim ji zeviyê didûrîn. Li zeviyê em didûrin. Es sagt Kafus etwas Dünnes, Spitzes, ein Holzstück. Ist ein Spreustück. û paşê em diçin û berhev dikin. Li cihê dirûnê parçeyên birrî beşê biçûkê li axê dimîne dilingê mirov de diqul. Etwas sehr Interessantes. Das heißt, alles, was wie ein Stab oder Nagel ist, das Spitze, das sticht, auf Griechisch nennen wir es Kaf. Pîne. Di destê wî de jî diqulipîne. Her wiha li xermanê Kaf. Das heißt, am Anfang steht wieder K. Und es sagt, das ist ein Spreustück. min xerman kir lê tu perçeyek ka neket çavê min. Wisa nayê gotin. Yê wisa dibêje Also, aus dem stechenden Spreustück haben wir hier das Wort Nagel abgeleitet. derew dike.
تو چووی تەواهیە زێویە درونی کرد. برین و قولپی نەبوون. لنگێ te bi rastî nequlipî. Dieses Kafi wurde im Griechischen allmählich Kafi gelesen mit der Bedeutung Nagel. Wek îro ihtimal e ku tu pê Auch Kapitenzange kommt von hier. pêlavên xwe jî nebûn. Mit der Bedeutung derjenige, der Nägel zieht. Heta tişt tê bîra min. Kapiten also derjenige, der Nägel zieht. Malbata min, dayîka min, bavê min, dema genim dihat dirûn. Apên min, xalên min jî. Em di hundirê zêviya Und weil dies sehr hart ist, spitzte der Mensch die Spitze dieses Kalam und verwendete sie zum Stechen. pêxwaz digeriyan. Er verwendete sie zum Stechen. Lingê me diqulipî, em digiriyan, Deshalb nannte man es Kamaki. dihatin Kamaki. me hem bez dikirin. Derdigîstin. Kamaki bedeutet Harpune, Speer. Yani di cî Sie wurde zum Stechen verwendet. hê dirûnê de bi ling nayê meşîn. Çimkî di lingê te de diqulipîne. Und heute in Griechenland, wenn ihr in ein Restaurant geht. Werê taybetmendiya wê ya qulipandinê heye. Und Schiss-Kebab bestellt. Taybetmendiya qulipandinê heye. û em pirtûkek vek. Bringen Sie euch Kebab, aber der Spieß bzw. Stab davon ist dies. Davon wird er hergestellt. Mesela em hofman vekin. Der Kebabspieß ist dies. Em lê dinêrin wisa nivîsiye. Karfî. Karf. Was ist das? Ein Stück dieses Schilfs. Fos dibêje. Dibêje karf. Schaut, es ist verbrannt, weil damit gekocht wurde. Fos tişta tenik. Tuj. Seine Spitze ist scharf und sehr hart. Perçeya dareye. Perçeya kaye. Tiştekî pir balkêş. Yani her tiştê wek çû. Also, vom Wort Kalam, vom Wort Kafi also Nagel, von dort kommt auch das Wort Stab, bistig. û bizmar. Tişta tuja ku diqulipîne, bi Yunanî em karf jê re dibêjin. Das heißt, in Griechenland, wenn man sagt, ich möchte Shish-Kebab, sagt man, bringt mir Kalami. Karf. Kalami. Yani dîsa li serî ka heye. û dibêje ev perçeya ka ye. Der Ort, woher dieses K kommt von Kalam, Kehlen. Werê ji perçeya ka ku diqulipîne, em jî vêr peyva bizmar dersîstîn. Ev karfî Gut, nachdem die Menschen den Weizen geerntet haben, bringen sie ihn, tragen ihn. hêdî bi Yunanî karfî hat xwendin bi wateya bizmar. Sie legen ihn in den Stall, in eine Höhle, an einen Ort. Kerpîten jî ji vir tê. Bi wateya yê bizmar dikişîne. Der Name des Ortes, wo die Spreu hingelegt wird, ist Kadin. Kerpîten ya Auf Kurdisch Kadin. yanî yê bizmar dikişîne. û ji ber ku ev pirişk e, mirov serê vê kalamê tûj kir û ji bo gulipandinê bi kar anî. Ji bo gulipandinê bi kar anî. Loma jê Und nachdem dies kam, in den Kadin gelegt wurde, wurde es von der Ähre getrennt. Was ist die Eigenschaft dessen, was im Kadin liegt? û îro li Yunanistanê eger hûn biçin xwaringehekê û bistînin şiş kebab,
Kebab ji bo we tînin. Der Halmteil des Weizens, in Stücke zerteilt, wird zum Fressen für die Tiere an einem Ort hingelegt. Lê şîşyan Was ist seine Eigenschaft? bistika wî ev e. Es ist sehr hart. Ji vî tê Hart, sticht. çêkirin. Bistika kebabê ev e. Ev çi ye? Perçeyek ji vê kamişê ye. Binêrin şewitî ye. Çimkî pê pijandin e. Das heißt, wenn die sticht, wenn ein Stück davon sticht, dann ist es ein Nagel. Serê wî tûj e û pir Also auch das Wort Karma kommt von hier. hişk e. Karma. Werê ji K. peyva kalam. Karma. Ji peyva ka. Karfî yanî bizmar. Das K, das auf dem Feld bleibt, sein Name ist Karma. Ji wir jî peyva bistik derketî Denn es sticht in unsere Beine. ye. Yanî li Yunanistanê gava bibêjî ez şîşkebab Also, aus dem Teil, der auf dem Feld bleibt, können wir das Wort Karma gewinnen. dixwazim. Auch auf Griechisch gibt es Kamaki. Dibêjî bi min re kalamî Kamaki bedeutet Harpune. bînin. Kalamî. Ciyê ku ev ka jê tê ji kalam. Kelem te. Baş e piştî ku mirov genim dirûnî. Das heißt, da dies in meinem Bein sticht, mache ich die Spitze dieses Wasserschilfs klein und verwende sie als Harpune. Ev tînin. Dibîn. Daher ist das Wort Kamaki entstanden. Datînin axirê. Datînin şikeftekê. Datînin cihekî. Navê cihê ku ka lê tê danîn kadîn e. Heute kommt das Wort Karma als Messer, seine Wurzel kommt von dort. Bi kurdî kadin. Jetzt, was war seine Eigenschaft? û piştî ku ev hatin. 1. Man gibt es den Tieren. Di kadînê hatin danîn êdî 2. Es ist sehr hart. ji simbêlê hat veqetandin. Taybetmendiya tişta di kadînê de çi ye? Gut, gibt es eine andere Pflanze, die man den Tieren gibt und die auch hart ist? Beşê sapê genim, perçe perçe hatî kirin, ji bo xwarina Zum Beispiel in der Sim im Sommer schneiden alle Eichenzweige. ajalan datînî cihekî. Taybetmendiya wê çi ye? Sie bringen Eichenzweige, legen sie als Haufen an, die Blätter nach innen, die Wurzel nach außen. Pîr hişke. Hişke. Die Blätter gehen nach innen. Diqulipîne. Yani gava ev diqulipîne. Gava perçeyek Die Äste ragen heraus und sie machen einen Hügel rundherum. vê diqulipîne. Was machen sie im Winter? Werê ev bizmarek e. Werê peyva kama jî ji vir tê. Kama. Ka. Kama. Kayê li ser zeviyê maye navê wî ka. Zweig für Zweig holen sie heraus, geben sie den Tieren. Nachdem die Tiere dies gefressen haben, der harte Rest, also der Holzteil, wird zum Verbrennen verwendet. Me de diqulipîne. Werê jî beşê li ser zeviyê maye, em dikarin peyva kama peyda Wird für das Feuer verwendet. Jetzt, es gibt 2 Eigenschaften. 1. Es ist Tierfutter. 2. Es ist sehr hart. bikîn. Bi Yunanî jî kamakî heye. Kamakî wateya zibkînê tê. Yani madem ev dilingê min de diqulipîne, ez serê vê kamişê avê biçûk bik
Also, der Grund, warum wir den Eichenwald Kelem nennen, ist dies. Es ist Kalam. Kalam und Kelem stammen aus derselben Wurzel. In Griechenland, im Altgriechischen des Jahres 400 vor Christus, wenn ein Holzstück hart und spitz ist, heißt es Kalami. برته نها Sein Name ist Kelem. تایبەتمەندیە وێ چ بوو؟ Auch heute sagt man Kelem. یەک ددی ئاژالان دوو پر هشکە باشە نەباتێک دن هەیە کو ددن ئاژەلان و هشکە ژی Das heißt, das, was heute mit Eisennägeln am Holz befestigt wird, früher gab es keine Eisennägel. مەسەلا لە دێرسمێ دە هاوینێ Der Eisennagel kam viel später. دە هەر کەس پەژینگان دبرن پەژینگان Das heißt, etwa im 9. Jahrhundert nach Christus, zum Beispiel begannen sie, Hufnägel herzustellen. تینە Sie stellten Hufnägel her. وەک کۆمێ داتینە پەلێ وێ Früher gab es das nicht. ئالیە هوندر کۆکێ ئالیە دەرڤە Als Nägel verwendete man spitze Holzstücke. پەل دچن ئالیە هوندر Bizig sagen wir. چقلێن Auf Kurdisch heißt es Bizig. وێ دەرتێن دەرڤە و گرێک دۆرا دۆر چێ دکن di zivistanê de çi dikin şax bi şax derdixin didin ajalan piştî ku ajal vê dixwin Denn wir leiten es von seiner Spitze her. Bizi bedeutet Spitze. Aber die Griechen leiteten vom Weizenhalm und vom Wasserschilf das Wort Kalami ab. şêdarê ji bo şewitandinê tê bikaranîn ji bo agir tê bikaranîn Sie sagten Kelem. Im Jahr 400 vor Christus wurde es geschrieben. Und derjenige, der es schrieb, ist jemand, den wir kennen. niha du taybetmendî hene yek xwarina ajalane Derjenige, der den Zug der 10.000 durch Kurdistan beschrieb, ist Xenophon. Er sagte, Nagel wird mit Nagel gezogen. du pir hişke werê sedema ku em ji daristana berûyê re kelem dibêjin îve Aber er sagte so, das Holzstück, das wir als Nagel verwenden, also Kalam, wird mit Kalam gezogen. So sagte er. kalam kalam Also, das Wort Kama kommt von hier. û kelem ji heman rîçalê ne Das Wort Kama kommt von hier. Di Yunanistanê di Yunaniya berîzayînê ya sala 400 de eger perçeyek darê hişk Und das Wort Kelem kommt auch von hier.